Der französische Revisionismus ist praktisch ein intellektuelles Exercise. Die Franzosen, die haben das große Glück, die sind ja immer schon sehr erudite gewesen in der Wortglauberei und die ganzen französischen Revisionisten, brillant, vom Racinier bis zum Dr. Faurisson hin, aber für die ist das ein intellektuelles Abenteuer. Für die Amis ist es interessant, weil sie wissen, dass der Roosevelt sie angelogen hat, zum Beispiel mit der japanischen Attacke in Pearl Harbor. Heute wissen amerikanische Geschichtsforscher, dass der Roosevelt den Code der Japaner schon längst geknackt gehabt hat. Der hat genau gewusst, wann die kommen, wie viel kommen, was sie machen werden und so weiter. Das heißt, der Revisionismus hat schon Amerika Früchte getragen, geht in eine andere Richtung. In Russland ist der Revisionismus erst jetzt richtig am Aufblühen, seit die Archive geöffnet worden sind. Also der russische Revisionismus befasst sich mit der bolschewistischen Revolution, mit der Rolle der Juden in dieser Revolution, mit den stalinistischen Gulags, diesen schrecklichen Verbrechen und Stalinismus. Der deutsche Revisionismus ist was ganz anderes. Wir Deutschen sind wieder einmal verdammt zum totalen Revisionismus oder zum radikalen Revisionismus, weil wir den Krieg total verloren haben, weil die Okkupationsmächte uns ihre Regierungsform, ihre Sozialstrukturen praktisch aufgestülpt haben und der Deutsche, der leidet unter dieser Zwangslage, die man uns 1945, 46, 47, 50 aufgebrummt hat und versucht, für sich selbst jetzt irgendwie eine Möglichkeit, sich damit abzufinden oder das zu inkorporieren. Aber der deutsche Mensch, die deutsche Seele, unsere deutschen politischen Strukturen kommen nicht zur Ruhe, weil das ist etwas Ausländisches. So wir deutschen Revisionisten müssen alles revisionieren. Der deutsche Revisionismus muss grundlegend sein. Und dann, und das wird natürlich in Deutschland nicht gern gesehen, aber das geht bis zur Revision der deutschen Grenzen.